Wenn ihn als Gesellschaft wissenschaftliche Mittel in die Hand kriegt, da kann das Leben verbessern. Kann ihn aber auch Wissenschaft missbrauchen. Kann die Wissenschaft holen und sie ohne Moral ersetzen, wie politische Ziele oder elektorale Ziele zu erreichen. Und ich verweise hier, und das ist mir immer aufgefallen an der Koalition, auf eine exzellente Analyse von einer britischen Schriftstellerin, Mary Shelley, das Autorin vom Frankenstein. Der Frankenstein ist kein Gruselroman. Das ist eine intelligente Analyse über die Manier, wie die Menschheit umgeht mit einer Wissenschaft, die sie nicht mehr beherrscht. Das ist eigentlich die Grundfroh. An eine Wissenschaft, die hält, die ein unheimlich Mittel gibt, an die moralische Dimension mit dran. Das ist das Frankenstein-Szenario. An die Gambia-Koalition, die wir haben, am Mithilfe von der CSV, das ist eine Frankenstein-Koalition, an dem wird hier gemerkt, für die Gesetzgebung an der Prokreation, an der Leihmutterschaft. Und wir werden also eher auch dagegen wehren, weil Moral, der Mensch, den hat eine Dignität, und wir werden die Dignität vom Mensch verteidigen, wir für uns ist der Mensch kein Handelsfuhr. Und dasselbe gilt, wenn wir über die Pflege oder andere Sektoren schwätzen. Wir halten für ganz wichtig, dass der kranke Mensch nicht an eine Situation kommt, wo die Euthanasie die aus dem soll helfen, seine Angst vor einem schweren Tod zu erspuren. Und dafür hätten wir gerne, wenn wir ein neues Pflegegesetz kriegen, dass wir auch klare Kriterien kriegen, wie eine Qualität, wie ein Kriterien, wie viele Leute sich müssen die Leute kümmern, dass sie wirklich wissen, dass sie versorgt gehen. Und auch hier muss man aufpassen, dass der Kommerz an dem Bereich nicht zu Lasten geht von den Besuchern, von den Schwächsten.